Neuer Part, neues Glück, ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Wir sind hier eigentlich einmal fertig in der Stadt von Ohana. Ich würde sogar sagen, mit unserem aktuellen Team machen wir uns mal auf den Weg gen Norden. Wir haben noch die 3 Starter hier, sehr schön, wir haben Faxo und Domi, natürlich Slimer. Wuffels, ja, zumindest die Nachtform Wuffels, ihr seht schon, würde momentan nichts bringen, das zu trainieren, obwohl es entwickelt sich sowieso erst Level 25, aber trotzdem, wenn ich schon ein Team nehme, würde ich auch gerne entwickeln und hier auf Mond entwickelt es sich ja erst dann, wenn es Nacht ist, auf Level 25. Das ist das Besondere an Wuffels. Wuff, wuff. Wuff, wuff. So, wer bist du denn? Soll ich nach Pokémon kämpfen? Okay. Sogar die alte Oma. Ja, hab gut geschlafen und gut gegessen. Fällt noch ein guter Kampf. Wollte ich auch sagen, wa? Alles gut oder was? Die Dame Claire. Was für eine nette Dame. Und sympathisch vor allem. Ach du Scheiße. Obwohl, warte mal, Gestein, natürlich auch mit Gift nichts ausmachen, ist ja viel Gestein. Alter, Okara, der Typus Fegestein nervt mich teilweise so voll. Scheiße, ich habe gar keine Giftattacke. Ich trottel, ich hab sie nicht. Unlicht, normal kann ich vergessen gegen Stein, bis, also Unlicht ist, ja, Scheiße gegen Fee, ist doch alles doof. Ich vergifte mal. So. Wieso Katapult? Vergiften! Was hätte ich denn gegen ein Rokara? Ziemlich sicher gar nichts. Domi? Nö. Amfaxo? Nee. Jo, aber wenn man natürlich Katapult einsetzt und sowieso wegen dem Flugtypus. War Gestein ein bisschen scheiße. Und da ist Gestein nicht gerade so super. Man kann sagen, ich muss fast schon Marikek nehmen. Ja, Marike, die braucht ein Level up. Das heißt, die ist ja der, ist am Ende wo es halb aussieht. So, mal gucken, wir haben ja ein paar Prio-Moves mit Wasserdüse und cooler Augen. Aber dann eine Aquaknarre reicht auch. Eine Wasserknarre würde ich gerne sagen. Mit mal typisches Denglisch. Was? Nur so wenig? Alter, muss eine hohe Spezialverteidigung haben. Hallo, sind 5 Level Unterschied. Das reicht auch normalerweise. Mal gucken, wie hoch die physische Verteidigung ist. Oh. Sie ist so gut, dass die werte Dame Claire eine Top-Genesung einsetzen muss. Natürlich ist sie nicht mehr vergiftet. Was soll der Scheiß? Hat aber ordentlich rein, wa? Ne, jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, der macht sogar mehr Schaden als die Aquaknarre. Hä? Okay, gut, natürlich ist eine Fee, wa? Feen haben meistens eine höhere Spezialverteidigung als normale Verteidigung. Aber so eine Gestein hinter der wäre ein bisschen ausgeglichen. Egal. Wir kriegen das Level Up für Marikek. Und Slimer kriegt auch sein Level Up. Ja, endlich mal eine Giftattacke. Gut, Gift ist ja nicht das, was ich unbedingt gedacht hätte, aber warum nicht? Ja, unterschätzt niemals ein gutes Gift-Pokémon, wa? Bin ja gerade dabei, nach auf Pokémon Sonne, dass ich da noch ein X-Bad trainiere und macht seinen Job auch nicht schlecht. Oh, ein Trainer auf Inselwanderschaft, du kommst hier gerufen. Komm mit, es ist gerade ein Captain hier. Echt jetzt? Welcher denn? Feuer, Pflanze, Wasser. Wir haben die freie Auswahl. Ah, das ist schon das Mehltank für der Captain. Mehltank. Oh, es ist eine Pflanze. Juhu. Das sind Hantare. Wie geht's, wie steht's? Kumu-Milch von der Ohana Farm ist sogar die beste. So cremig und erfrischend. Eigentlich müsste sie aus Johto die beste sein, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt die helle Soße, die man daraus machen kann, unbeschreiblich gut. Hatte ich gerade eine helle Soße? Also, Bechamelsoße.
Dann, wenn sie über den Weg gelaufen sind, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Bismarck nun per Pokémobilfunk herbeigerufen werden. Bismarck. Dann muss auch spüren, die unter der Erde vergraben sind. Dieser Slogan von Pokémobil sagt alles aus. Hältst den B-Knopf gedrückt, wirst du mit Items beglückt. Spring auf und probier selbst aus. Hier in der Gegend liegt einiges vergraben. Am Plätscherhügel hinter Route 5 findest du meine gute Freundin Tracy. Grüße von mir, ja? Mülltank. Oder 5 ist ein beliebter Ort für junge Trainer, die ihre Werdegang verbessern wollen. Okay. Tauros. Tritt ein. Das ganz besonders Ungestüm. Es ist neu hier auf der Farm. Dann Händchen für sowas. Die Herrin der Farm? Ich rede von der Herrin der Ohana Farm hier. Die kriegen dann den Griff. Okay. Alter, was für eine Musik, ey. Als volles Orgelspiel, nicht Orgelspiel. Wie heißt das Instrument, was man in Händen hält? Jeweils, ist ein Instrument, was du links und rechts festhalten musst mit so einem Griff und dann zusammenpresst. Und daraus kommt die Melodie raus. Wie heißt es schon wieder? Nicht, Mann! Ich sage vorhin noch auf der Zunge, verdammt! Nicht Kontrabass, nee, Kontrabass sowieso nicht. Orgel hat ja ursprünglich irgendwas in der Art, nee, nicht, auch keine spezielle Orgelform. Okay, natürlich schon, wobei wäre ja so eine andere Form eines Keyboards, so, dass du in den Händen halten und dann darauf spielen kannst. Ah, verdammt, die heißt schon wieder. Das ist ein ganz klassisches Musikinstrument, gibt es schon verdammt lange. Müll. Okay. Schnell, wer wollte dann? Mülltank. Mülltank. Ross. Müll. Tauros. So, wieder ruhig. Und so Spaß an dann haben sie ihre Probleme. Was? So rauchen. Echt jetzt? Es geht? Okay, kenne ich gar nicht, Freunde. Das habe ich auf Sonne nie gemacht. Ja gut, könnte natürlich theoretisch so einen Tauros fangen, wa? Oder auch nicht. Hä? Aber wieso hat jetzt Tauros drückt einen Pokéball? Weiß ich was, ein Freundesball oder so? So grün doch. Wieso hat jetzt Tauros nicht von Anfang an wieder... Hä? Ich verstehe es nicht. Warum hat der Tauros nicht von Anfang an wieder zurück in den Pokéball geschickt? Rasen. Ja, ich hatte eigentlich auf Vergiften gehofft. Wegen Slimer Fähigkeit plus Attacke. Oh. Doppelt so Angriff. Also doppelt so, ne, auf 2 Stufen halt. Oh, das könnte weh. Ich wusste, das könnte weh tun. Slimer. Mein Name ist Slimer. Was willst du mir büßen? Los, Domi. It's Domi time. Das ist noch schnell das Viech, wa? Es ist sogar schneller als so ein Domi. Er hat Level 19, der gute Domi. Ja, wer besiegt, er ist besiegt. Wie heißt das verdammte Musikinstrument? Eine Harmonika. Warte mal. Es gibt eine Mundharmonika, ist logisch. Ja? Es sind ungefähr die gleichen... Nee, nicht oder? Ungefähr die gleiche Musikrichtung. Nee, das, was man in den Händen hält, ist nicht eine Harmonika, es ist eine... Ja, verdammt, das fällt mir nicht mehr ein. Da hat gerade so Mundharmonika, Harmonika irgendwie was in der Art, aber nee.
entgegenzusetzen. Eine Handorgel. Glaube nicht, dass es das ist. Glaube ich auch nicht. Oh, ein Goblin ist cool. Ja, Volltreffer. Tauros. Ja, das wäre natürlich für den X-Pod jetzt ganz geil wegen diversen Attacken. Die Volltreffer. Aber sonst eine Attacke, eine höhere Volltrefferquote irgendwie noch weiter begünstigen würde. Du, 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 du. Du, 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 du. Nee, für noch nicht momentan, wa? Wird eventuell schwer vergiftet, ja, okay. Ein Giftgriff ja auch noch. Nee, momentan fällt es mir gar nicht mehr ein. Aber doch, ich glaube, das, was er meint, ist eine Handorgel. Müssen wir uns gerade irgendwie Sinn ergeben. Werden wir fighten? Nö, Mann. Okay, die haben keinen Bock. Sie wollen nicht fighten. Dann holen wir Bismarck. Jetzt. War's von denen? Nö. Toll. Ein Tafelwasser! Lecker. Schnupper, schnupper, schnupper. Ja, natürlich momentan noch ein bisschen billige. Ja, muss man so sagen, noch ein bisschen billige Items. Aber grundsätzlich eine geile Idee, so etwas. Dann mal Tauros und Stier. Wieder schnell ins Pokémon Center. Ein bisschen was anderes machen, als nur hier auf der Range abhängen. Ist zwar im Prinzip gar nicht mal so uncool hier. Yeah, Mann, das lob ich mir. Ich sammle alle Pokémon. Töret. Sag mal. Aber natürlich erstmal ein wildes Pokémon. Welches ist es? Es ist ein Mülltank. Es ist ein Mülltank. Ich habe einen Mülltank auf Sonne. Glaube, bin ich mir ganz sicher. Müll. Ich glaube, das war sogar so, wenn Mülltank ein SOS-Battle ausführt, sprich jetzt um Hilfe rufen würde eventuell sogar ein Tauros kommen. Ich muss es platt machen, Mülltank ist eine Gefahr. Ich bin zurückgeschreckt, scheiße. Da lobe ich mir doch mein X-Bad in Pokémon Sonne. Ja, weil X-Bad hat halt Konzentrator. Oder kann es haben und deswegen kein Zurückschrecken, auch nicht durch Mogelhieb, was doch sehr hilfreich ist. Für doch den Battle out, aber von Welsgard nicht. Dann machen wir mal ein Superball. Fliegen und Sieg! Herr in der Range. Ups. Möck! Ja. Die hat mich doch gerade voll verarscht. Ich dachte, es wäre schwer vergiftet. Also sprich, Schwervergiftung ist ja immer noch eine toxische Vergiftung, wa? Müsste eben noch toxisch sein. Und toxisch zieht von unserer Runde mehr ab. Aber aktuell sieht es eher so als eine normale Vergiftung. Alter, scheiß Einliegler. Toll. Ja, so kommen wir sehr gut weiter. Das ist nie im Leben eine toxische Vergiftung, Leute.
Verarsch mich hier doch nicht. Du und der Superball, der... Ja, der fängt es! Ich kann sagen, der versagt wieder. Aber ne, er hat's gefangen. Mülltank. Ja, jetzt zermürben, das braucht keiner. Nein, 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 nein. Nichts hier mit zermürben. Jetzt schon? Mann, fuck so. Die geht her zu. Relaxo. Der nicht schlechter Specht, wa? Jetzt haben wir ein Relaxo, einen speziellen Tank. Ja, Mann, die Reihe ist voll. Von der Seite registriert. Der ist jeden Tag 400 Kilo Nahrung zu sich. Alter Schwede, wie geht das bloß? Es will zermürben erlernen. Offenbar ist eine Attacke sehr wichtig, hm? Naja, gib's halt doch. So. Jetzt müsste eigentlich, am Tag sage ich immer noch, jetzt müsste eigentlich Relaxen noch Gigastoß lernen, ich könnte die Spezialattacke vorführen. Obwohl Gigastoß ist ja auch eine TM, Ja, vor allem nicht die so Mittag und Towers auf einer Seite, vielleicht wegen SOS, weil wir gerade gesagt haben, dass sie sich halt gegenseitig rufen können. Beziehungsweise sogar Taurus kannst du gar nicht normal wild fangen. Du kannst nur fangen, wenn du halt vor Miltank rufen lässt und das Miltank besiegst. Dann kommt ein Taurus. Mir fallen sogar ein paar Namen ein, aber sind alles nicht gerade sehr vorteilhafte. Und deswegen lass ich's noch. Und die Kumu-Milch, die nehmen natürlich an mich. So. War doch noch relativ erfolgreich, so gesehen. Trotzdem will ich jetzt mal hier noch ein Ding einsetzen. Den Schutz wieder, wenn es ein bisschen schnell vorwärts geht. Relaxo ist Level 17. Heißt im Prinzip, dass ich jetzt das Ding nicht mehr brauche, oder? Sanftglocke nehmen. Relativ schnell war, wenn du überlegst. Relaxo Level 17, Alter. Damit warst du früher Gott. Der Zugatwürfel. Okay, wer ist da unten? Wir haben hier ein Item. Ein Äther. Hab dich. Ein super Schutz. Was denn ein Marsch? Nö. Und dann haben wir einen Sprudel. So. Hey Typi. Let's fight. Ich würde sagen, ja. Ich kümmere mich doch immer sehr gut um meine Pokémon. Hat der auch einen Freundesball hier? Ich glaube, so sein war. Ja, ich glaube, ein Freundesball. Ein Pampuli. Der Bodenesel. Ja. Ist wie gesagt Typ Boden, seine Entwicklung auch. Generell eher langsame Pokémon. Allerdings hat der es auch, der hat es auch. Warte mal ganz kurz, hat das? Ne, hat das nicht, okay. Weil diese Reihe kann eine ganz, ganz fiese Fähigkeit haben. Eine Fähigkeit, die es ihnen ermöglicht, unglaublich wahr, es ihnen ermöglicht, dass sie jedes Mal, wenn sie Schaden, oder wenn sie getroffen werden, sag ich jetzt mal, egal ob von physischer oder spezieller Attacke, erhöht sich ihre Verteidigung um eine Stufe. Jedes Mal, wenn sie getroffen werden. Die Dinge haben schon eine immens hohe Verteidigung, auch einen immens hohen Angriff und KP. Also echt physisch ausgelegt, sind eben halt ein bisschen langsam.
Aber ich habe auf Sonne 1 trainiert. Ich sage, hey, alter Schwede. Vor allem, wegen der Gegner, wenn du einen Gegner hast, der eigentlich nur noch physische Pokémon hat. Ey, den kannst du mit so einem Pampul oder Pampros zur Verzweiflung bringen. Sag mal. Hey, der muss doch irgendwo da sein. Ah, ja, ich weiß, wo sie ist. Ja, ich weiß, wo sie ist. Der Pokémon Horde. Da müssen wir ganz kurz noch ein bisschen fighten. Ja, der letzte Fight für heute. Ja, der Pokémon Horde. Sprich natürlich die Pension, wo man halt Pokémon züchten kann. Was ja ganz geil ist. Offenbar hat sich auch etwas geändert, und zwar du kannst die Pokémon, die gewohnt auch zwei miteinander abgeben und dadurch halt züchten. Aber du kannst nicht mehr die abgeben, dass die dadurch gelevelt werden. Also der Sinn, den es noch in der ersten Generation gab, weil du kannst nur ein Pokémon dort abgeben und es gab noch keine Züchtungswarte, kam erst mit der Generation 2 hinzu. Ja, der Sinn ist weg, weil du kannst im Gegensatz zu damals jetzt zwei Pokémon abliefern. Diese können sich vermehren, wenn sie natürlich in der gleichen Gruppe und so weiter sind. Aber Pokémon abgeben, damit sie trainiert werden bzw. gelevelt werden, das geht nicht mehr. Und davon halten soll ich weiß auch nicht, Leute. Teilweise finde ich ja gut, teilweise denke ich mir auch so, vielleicht eher ein bisschen schlecht. Naja. Okay, kein Problem. Subiris, du bist noch nicht tot. Warum bist du noch nicht, immer noch nicht tot? Dass die alle plötzlich nicht so eine Top-Genesung auspacken, wa? Das ist aber fucking unfassbar, Freunde. So, Supertrank. Reicht auch. Voll. Ja, ja, es ist voll. Oh Mann, Leute. Was für ein Subiris, ey. Was genau für ein Subiris ist und ob es uns noch weiter Ärger macht und wie natürlich auch wieder Pokémon Horde aussieht, das will es mehr sehen. Wir hoffentlich wieder in der nächsten Ausgabe hier bei Pokémon Sonne und Mond. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.